Liebe Zuhörer, was macht ihr? Es ist da Winter in Melbourne und ich hoffe, dass ihr seid gesund und warm. Das ist aber der Proste Yiddish und dort Esther. Das ist schon Episode 9 und in dem Episode werden wir hören von Daniel Goldberg. Das wird sein ein Vergnügen für euch. Und ich werde erzählen ein bisschen wegen meiner Eltern. Ihr seid bereit? Gut, lass mir hören ein bisschen Jiddisch. Proste Yiddish. Und jetzt will ich reden wegen meiner Eltern. Die Mama ist geboren geworden in Polen. Wenn sie ist angekommen in Australien, ist sie gewesen 5 Jahre alt. Kindweise hat sie geredet Polisch und Jiddisch in der Heim. Die Mama hat sehr lieb die jiddische Sprache bis heutzutage. Und sie ist eine Klautur. Das heißt, sie sitzt auf Komiteeten und schafft Geld und prüft zu stützen die Sprache. Die Mama ist gewesen eine Lehrer und hat auch geschrieben Bücher und gearbeitet in anderen Organisationen. Jetzt ist sie auf Pension, aber sie ist noch als sehr aktiv. Was noch hat sie lieb zu tun? Die Mama hat sehr lieb zu gehen auf eine längere Spazier. Sie geht euch in Kino, auf Simchas, verbringt mit die Eineklach, macht Genietungen. Die Mama lernt eine Sache. Sie ist in einem jiddischen Lernkreis. Sie geht auf Konferenzen, sie redet, sie organisiert. Sie läuft darum die ganze Zeit. Ja, die Mama hat 77 Jahre, aber sie hat mehr Energie wie ich. Und was mit den Taten? Mein Tate ist geboren geworden in Australien, aber seine Sprache stammt von Österreich. Der Tate hat gehört Deutsch und Englisch in der Heim. Der Tate ist ein Professor und er hat sehr lieb zu schreiben und zu halten Referaten. Aber er ist auch aktiv. Er hat lieb zu gehen spazieren mit der Mama und Sommerzeit hat er lieb sich zu indeln. Das heißt zu reiten auf die Qualies in Jam. Und wenn es ist Winter, hat er lieb sich zu nadeln. Das heißt gehen auf Ski. Und er hat auch sehr lieb zu arbeiten im Garten, hadden Früchten und Grinsen, also wie ich. Das ist ein bisschen wegen meiner Eltern. Jetzt wollen wir hören von der Mama in einer kommenden Episode. Und jetzt, lass mir hören von Daniel Goldberg. Daniel ist ein Chaver, ein Bundist, ein Künstler und ein Therapeut. Er hat mir geschickt eine Rekordierung, was er hat rekordiert in einer Bahnstanzier, wartendig auf eine Bahn. Daniel redet wegen der Etymologie von einem anderen Wort, was meint Bahnstanzier, Vokal. Die Etymologie ist gewesen mir gar interessant und ich hoffe, es wird sein dir auch interessant. Hört sich zu! Shalom Aleichem. Mein Name ist Daniel. Ich wohne in einer Stadt, was ist knapp 70 Kilometer von Melbourne, Australien, was heißt Geelong. Jetzt warte ich auf eine Bahn, auf ein Perron, in einer Vokal, in einer von den mehreren Vorstädten von Melbourne. Weißt ihr, als der Wort Vokal stammt von Russisch? Und weißt ihr, als der russische Wort Vokal stammt von der Vorstadt in London, was heißt Vauxhall? In die 1780er Jahren hat ein englischer Mann, Michael Maddox, ein schöner allgemeiner Garten geschaffen in St. Petersburg. Ein schöner Garten in London, Vauxhall Garten, ist gewesen die Inspiration für einen neuen Garten.
Maddox hat es gegeben dem Namen Vauxhall. In 1837 hat die erste Eisenbahn geöffnet in Russland zwischen St. Petersburg und Vauxhall. Und alle die Train Stations hat genutzt als Schild mit dem Wort Vauxhall. Zulieb dem nutzt man dem Wort Vauxhall auf Jiddisch heutzutage. A schönen Dank, Proste Yiddish. Das ist der Sof von Proste Yiddish. Dank Danielen für deine Rekodierung und Dank euch, teure Zuhörer. Ich hoffe, dass ihr auch alle genug gehabt von dem Episode. Thanks for listening to Proste Yiddish. I hope you enjoyed the show and that it's helping with your Yiddish learning. If you want to support the show, apparently it really helps if you leave a review on Apple Podcasts, so maybe try that. Or you could share Proste Yiddish with your Yiddish-loving friends. That would also be very helpful. A großen herzlichen Dank. Bis wir treffen sich weiter. Bleib gesund und stark.